Ich möchte jetzt gar nicht groß anfangen zu reden. In deinen Armen darf ich sein. Lass uns das mal richtig ganz bewusst wahrnehmen. So sehr liebt dich Jesus. In seinen Armen darfst du sein. Genieß es mal ein paar Minuten, ein paar Augenblicke. Er hat gute Gedanken über dir. Er hat Gedanken der Hoffnung über dir. Er hat dich einmalig gemacht. Er hat Zukunft, die er sich liebevoll ausgedacht hat. Wir müssen nicht besser werden. Du bist gut genug. Du musst nicht geistlicher werden. Die Gnade schafft dir den Zugang zum Thron des Vaters. Es ist vollbracht, hat Jesus geschrien. Mit diesem Schrei hat er alles gesehen, was Lasten in deinem Leben sind, Probleme, Baustellen. Es ist vollbracht. Die Lösung für deine Baustellen, die Lösung für dein Versagen. Jesus, unser Fürsprecher. Jesus, unser Retter. Er ist der Gott, der uns hilft. Und er ist heute Morgen wichtiger als unsere Baustellen. Er ist wichtiger als unsere eigenen Ideen, als unsere Erfolge und unser Versagen. Er ist wichtiger. Du bist ein guter Gott, du teilst aus, was jeder braucht. Geht's durch unsere Reihen und teil aus. Das ist dieser Gottesdienst, wenn wir weggehen von hier, dass wir sagen können, der lebendige Gott hat zu uns gesprochen. Danke, Jesus. Amen. Super, dass ihr da seid. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir solche Anbetungszeiten erleben. Gott sucht Menschen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Gott schaut heute Morgen diese Region und er sagt, da gibt es verschiedene Orte. Und ein dieser Orte ist Kreuzpunkt. Da finde ich Menschen, die im Geist und in der Wahrheit mich anbeten, für die ich wichtiger bin als alles andere. Gott freut sich darüber. Und aus dieser Beziehung mit Gott heraus werden die Segnungen des Vaters immer mehr in uns freigesetzt werden. Nicht, dass wir Gott umstimmen. Wir müssen Gott nicht umstimmen, besser zu werden, gnädiger zu werden. Oh, seine Gnade ist am Kreuz offenbart, er hat seinen Sohn geopfert. Punkt. Das steht fest. Aber die Frage ist, haben wir offene Türen, die Gnade zu empfangen? Und ich bin so froh, ich spüre das, dass wir als Kreuzpunkt darin lernen, Fortschritte zu machen, immer mehr die Segnungen des guten Vaters zu empfangen. Nicht, um dann da bestehen zu bleiben, hahaha, ich bin gesegnet, jetzt geht es mir besser. Wow, ich bin so gesegnet. Ihr lieben Leute, ich bin gesegnet, um Segen zu sein. Das hat Gott zu Abraham gesagt. Abraham ist der Vater des Glaubens, er ist unser Vorfahre. Er segnet uns, damit wir Segen sind für diese Region. Braucht diese Region mehr Segen? Braucht deine Nachbarn mehr Segen, deine Arbeitskollegen? Wenn du Lehrer bist, brauchen deine Schüler mehr Segen? Brauchen deine Ehepartner mehr Segen? Brauchen deine Kinder mehr Segen? Er will uns segnen, damit wir segnend sind. Dass der Segen fließt. Die Dynamik von Segen ist fließen. Damit wir was haben, was durch uns fließt, müssen wir empfangen. Okay, wir haben eigentlich als Pastor eine verrückte Idee. Ne? Wir reden über Petrusbrief. Und sag mal, wir sind heute Morgen hier, um eine Schriftstelle zu lesen, die vor 2000 Jahren geschrieben ist. Sonntagmorgen, schönes Wetter, man könnte schwimmen gehen, picknicken, wandern, whatever. Und wir sitzen hier. Haben wir noch alle im Schrank? Ne? Hey, wir sind hier, weil wir überzeugt sind, dass der lebendige Gott vom Himmel her redet und dass er nicht will, dass wir in dieser Zeit orientierungslos sind. Es ist die Zeit wahrscheinlich,
einmalig in der Geschichte. Information gegen Information wahrscheinlich wie noch nie in der Geschichte. Du kannst fast nichts mehr glauben. Wer hat die Brücken gesprengt? Wer hat die Gaspipeline gesprengt? Sicher gibt es Leute, die das wissen, aber wir wissen es nicht. Ne? Information gegen Information hin und her. Ne? Und in dieser Zeit sagt Gott, mein Wort ist Wahrheit. Mein Wort ist Wahrheit und jedes Wort in meinem dicken Buch ist von mir inspiriert. Wozu? Damit wir Orientierung haben, damit wir Wegweisung haben, damit wir in dieser Zeit ein Volk sind. Diesen Vers hat Gott, habe ich schon mal gesagt, mich kürzlich aufgeweckt. Daniel, das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark sein und wird im Gottesdienst sitzen. Und wird handeln. Sie kommen in den Gottesdienst, um handlungsfähig zu sein. Ne? Und deshalb reden wir über solche Texte, weil wir glauben, dass Gott zu uns redet, weil wir glauben, Gottes Wort ist Wahrheit, weil wir glauben, in dieser Zeit der schwierigen Information, Gegeninformation gibt es Wahrheit, die vom Himmel kommt, die interpretiert werden muss. Aber es ist Wahrheit, die uns befähigt, stark zu sein, Gott zu kennen, die wunderbarste Person des Universums zu kennen und dann zu sagen, oh, mit diesem Gott machen wir uns eins und wir handeln. Dieser Globus braucht handlungsfähige Menschen, die nicht nur irgendwas tun, sondern die das tun, was im Himmel beschlossen ist. Seid ihr dabei? Ja. Wir können einen Unterschied machen. Jo, Petrusbrief. Ja, ich war letzten Sonntag nicht da, aber natürlich habe ich mir angehört, was Sabrina hier als Grundlage gelegt hat. Und ich finde, sie hat eine sehr gute Grundlage geschaffen letzten Sonntag. Und diese 8 Bausteine für einen starken Lebensstil ist Ausdruck davon. Das ist die starke Botschaft. Ne? Ich habe jetzt das Privileg, über das 2. Kapitel zu predigen. Und ich lese euch mal einen ganzen Text vor, auch wenn es ein bisschen lang ist, aber ich denke, es ist gut zu wissen, worüber wir dann reden. Die Idee für heute ist, wir gehen in den Text rein und überlegen, was hat der Text damals gesagt? So, nehmen wir das mal raus, ne, als eine Botschaft mit dem Kontext, in welche Situation hat der Text reingesprochen. Und dann fragen wir, ja, gibt es heute auch eine Situation, wo diese Botschaft in unser Leben, in unsere Gemeinde, in den Leib Christi reinspricht? Und da kann es ja sein, dass es auch für heute, auch wenn es schon 2000 Jahre alt ist, eine Relevanz hat. Wir halten uns vor Augen, wer diesen Brief geschrieben hat. Petrus, zu dem Jesus gesagt hat, weide meine Schafe. Petrus, der gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht, zu dem Jesus gesagt hat, ich restauriere dich. Eine starke Demonstration der Gnade, des Erbarmens, der wiederherstellenden Kraft Gottes. Ich restauriere Petrus. Und jetzt Petrus, kümmert dich um diese Leute hier. Und das ist das Herz, mit dem Petrus diesen Brief geschrieben hat. Ich soll die Schafe hüten. Ich soll aufpassen, dass sie nicht verwirrt werden. Ich soll aufpassen, dass ihr Glaube nicht geraubt wird, geschwächt wird und sie dann irgendwo durch den brüllenden Löwen so verunsichert werden, dass sie schüchtern und harmlos irgendwo in der Ecke sitzen. Dieser Petrus hat einen Brief geschrieben. Wann? Ungefähr 65, kurze Zeit vor seinem Tod. Und Petrus wusste, der Herr hat zu mir gesagt, ich darf bald zu ihm kommen. Na, deshalb, es ist eine Botschaft, die ein Gewicht hat vom Lebensvermächtnis eines Mannes, der sagt, ich will, dass ihr als Herde bei dem Hirten bleibt, beim großen Hirten, und dass ihr das Ziel erreicht. Kapitel 2. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf. Und genauso werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektierische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen. Damit verleugnen sie Christus, den Herrn, der sie doch von ihren Sünden freigekauft hat, und besiegen so ihren schnellen Untergang. Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät. In ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen. Doch das Urteil über sie ist längst gesprochen. Ihr Verderben wird nicht auf sich warten lassen. Gott hatte auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern hat sie in Fesseln gelegt und in den finsteren Abgrund der Unterwelt geworfen, wo sie bis zum endgültigen Gericht in Gewahrsam gehalten werden. Auch hat er die damalige Welt nicht verschont. Nur 8 Personen hat er bewahrt.
als er die große Flut über jene gottlose Welt hereinbrechen ließ. Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, und 7 andere mit ihm. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat er zum Untergang verurteilt. Er hat sie in Schutt und Asche gelegt und hat sie damit zu einem warnenden Beispiel für das gemacht, was den Gottlosen bevorsteht. Nur einen hat er gerettet, den rechtschaffenen Lot, der unter dem ausschweifenden Leben jener gewissenlosen Leute litt. Lot lebt ja mitten unter ihnen. Und weil er selbst sich nach Gottes Willen richtete, quälte ihn all das Unrecht zutiefst, das er, dieser rechtschaffene Mann, Tag für Tag ansehen und mit anhören musste. Das alles macht deutlich, dass der Herr diejenigen, die ihn ehren, sehr wohl retten kann. Halleluja, wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt ist. Und dass er diejenigen, die Unrecht tun, in Gewahrsam hält, bis sie am Tag des Gerichts ihre Strafe bekommen. Besonders hart werden die falschen Lehrer bestraft, weil sie den schmutzigen Begierden ihrer selbstsüchtigen Natur freien Lauf lassen und sich über die Autorität des Herrn hinwegsetzen. Selbstherrlich und vermessen, wie sie sind, schrecken sie nicht davor zurück, abfällig von überirdischen Mächten zu reden. Dabei gebrauchen nicht einmal Engel, obwohl sie diesen Mächten und Kraftenstärke weit überlegen sind, abfällige Worte, wenn sie ihnen das Urteil verkünden, das der Herr über sie gesprochen hat. Die falschen Lehrer jedoch haben nicht mehr Verstand als die vernunftlosen Tiere, deren Schicksal es ist, gejagt und getötet zu werden. Sie äußern sich abfällig über Dinge, von denen sie nichts verstehen, und ihre Verdorbenheit wird sie ins Verderben stürzen. So ernten sie das Unrecht, das sie gesät haben, am helllichten Tag zu schlemmen und zu saufen. Das ist ihre Vorstellung von Vergnügen. Schmutzflecken und Schandmale sind sie, die sich diesem verführerischen Schlemmen und Saufen sogar dann hingeben, wenn sie an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Lüstern blicken sie jeder Frau hinterher, ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Sie ködern Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind, und sind Meister darin, alles an sich zu reißen, wonach ihnen in ihrer Habgier der Sinn steht. Dem Fluch sind sie verfallen. Sie haben den geraden Weg verlassen und einen Irrweg eingeschlagen. Sie haben den Weg gewählt, den Biliam, der Sohn Beors, gegangen ist. Biliam auf das Geld aus, das er als Lohn für sein unrechtes Tun bekommen sollte. Aber weil er sich damit Gottes Willen widersetzte, wurde ihm eine bittere Lektion erteilt. Ein Lasttier, das doch eigentlich gar nicht reden kann, sprach mit Menschenstimme und hinderte den Propheten daran, sein wahnwitziges Vorhaben auszuführen. Wasserlose Quellen sind diese falschen Lehrer, Nebelschwaden, die der Sturm vor sich hertreibt. Die tiefste Finsternis ist für sie bestimmt. Denn alles, was sie von sich geben, ist hochtrabendes, leeres Gerede, aber indem sie ein ausschweifendes Leben in Aussicht stellen, das die Begierden der menschlichen Natur befriedigt, ködern sie diejenigen, die gerade erst einem Leben im Irrtum entflohen sind. Sie versprechen ihnen Freiheit und sind auch selbst Sklaven der Verdorbenheit. Denn wovon man sich hat gefangen nehmen lassen, dessen Sklave ist man geworden. Diese Leute hatten zwar unseren Herrn und Retter Jesus Christus kennengelernt und waren dadurch von den schändlichen Treiben dieser Welt losgekommen, wenn sie sich nun aber von Neuem in jene Dinge verstricken und sich von ihnen gefangen nehmen lassen, steht es am Ende schlimmer um sie als am Anfang. Es wäre besser für sie gewesen, sie hätten nicht den richtigen Weg gar nicht erst kennengelernt, als dass sie sich, nachdem sie ihn erkannt hatten, wieder von der heiligen Lehre abwandten, die ihnen überbracht wurden. Mit ihnen ist genau das geschehen, was das Sprichwort so betreffend beschreibt. Der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat. Es wird noch besser, das Schwein, sauber gewaschen, wälzt sich hinterher doch wieder im Schlamm. Ja, also ich könnte jetzt mit diesem Satz aufhören. Das Schwein, sauber gewaschen, wälzt sich hinterher wieder im Schlamm. Schönen Sonntag. Tschüss.
Ehrlich gesagt, wenn ich die Bibel lese, ich gehe oft über solche Texte ein bisschen schneller weg, weil ich finde solche Texte nicht zu erbauen. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst verstehen, das ganze Bibel, das Wort Gottes ist eingehaucht. Gott hat es so uns gegeben. Und unser Auftrag ist nicht mit dem Rotstift an die Bibel ranzugehen, was will ich nicht, das baut nicht auf, das lasse ich, sondern fragen, Wort und Geist sind die beiden, die zusammenarbeiten. Das Wort ist hier, Geist Gottes, lehre mich, was willst du damit sagen? Und damit wir diesen Text verstehen, müssen wir nochmal Bezug nehmen auf das erste Kapitel und ich gehe auch schon in Michas Kapitel rein. Aber Micha, ich nehme nur einen Vers, na, den Rest kannst du, ich glaube einen Vers von Micha, den letzten vom dritten Kapitel, der ist nämlich so stark. Okay, also wir machen jetzt Folgendes, ganz kurz. Mein Versuch zu gucken, wie kann man diesen Text, ich habe so viel Papier jetzt, aber keine Angst, ich mache hier keine Vorlesung, aber ganz kurz den Text strukturieren. Na? Und dann gehen wir in die Gegenwart. Man kann den Text so strukturieren, die Verse 1 und 2, da geht es um die falsche Lehre und ihre Auswirkungen. Und das ist schon krass, weil das heißt es zum Ersten, genauso falsche Lehrer werden immer auftreten. Okay, das hat der Petrus vor 2000 Jahren geschrieben. Falsche Lehrer werden immer auftreten. Seit ich knapp 3 Jahre hier bin, ich habe hier noch keinen falschen Lehrer gehört. Aber ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen falschen Lehrern und falsche Lehre. Und die Lehre schnappen wir nicht nur Sonntagmorgen im Gottesdienst auf, sondern es gibt viele Dinge, die in unseren Kopf reinströmen, die anderen 6 Tage der Woche. Und darum geht es, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Ja. Und dann, vielleicht ist das der zentrale Satz für die Lösungen, für Unterscheidungsvermögen. Vers 1, was machen die falschen Lehrer? Die falschen Lehrer bringen Parteiungen und Vers 1, sie verleugnen Christus, den Herrn. Tja, was heißt Christus verleugnen? Es heißt nicht nur, ich glaube nicht an Jesus, sondern Jesus plus oder Jesus minus. Ich glaube schon an Jesus, aber ich lebe mein Leben trotzdem so, wie es mir gefällt. Ich gestalte meine Beziehung so, wie ich will. Ich gehe mit meinen Finanzen so um, wie ich will. Identität, ich suche mir meine Identität raus. Es gibt ja mittlerweile über 60 Möglichkeiten, die Identität festzulegen. Ich kann mal eine raussuchen. Das Wort Gottes sagt, Gott schuf sie als Mann und als Frau. Und die Verwirrung der Identität hat etwas damit zu tun, wenn wir uns auf das einlassen. Das ist keine moralische Predigt, wir werden nicht gesetzlich, keine Angst. Ne? Aber ich denke, es gibt so viele Einflüsse heutzutage, wo wir Christus verleugnen können. Wenn wir sagen, ja, ich nehme das nicht ernst, was er gesagt hat, das ist ja schon ein bisschen alt und überholt. Mittlerweile gibt es Wissenschaft und so weiter. Wir brauchen Wissenschaft. Ich mache kein Statement gegen Wissenschaft. Wir brauchen Wissenschaft, aber wir müssen wissenschaftliche Statements und Erkenntnisse im Lichte von Christus anschauen. Und das gilt für all diese Teile. Ne? Die Welt wird immer schlimmer, die Welt wird wieder besser. Okay, all diese Aussagen müssen wir im Lichte von Christus anschauen. Und da kommen wir nachher noch drauf zurück. Das ist eigentlich, sonst verleugnen wir Christus. Okay, das war der erste Abschnitt, Verse 1 und 2 zusammengefasst. Dann der zweite Abschnitt sind die Verse 3 bis 13. Da geht es um Gericht und um Rettung. Da beschreibt Petrus, Gott ist Richter, aber Gott ist auch Retter. Gott ist Richter, Sodom, Gomorra, das war nicht einfach nur für die Antike ein Gericht, wo Gott gesagt hat, das ist zu schlimm. Wenn dieser Lebensstil so weitergeht, dann wird die ganze Menschheit damit durchdrungen werden. Ich musste stoppen und eine neue Geschichte anfangen. Und Petrus sagt, das ist eigentlich als Beispiel gegeben für das zukünftige Gericht, was kommen wird. Micha hat nächste Woche dann die zukünftige Himmel und Erde mit Feuer und so. Ne? Da ist ein Hinweis drauf. Oder dann Noah. Petrus sagt, Gott ist Noah und Lot, Lot, Sodom, Gomorra, Noah mit dem Schiff. Ne? Das wisst ihr noch, Noah hat das Schiff gebaut, ne? Der erste Schiffbauer. Okay, Jesus hat auch über Noah gesprochen. Petrus sagt hier, auch das ist ein
Hinweis, eine Illustration des zukünftigen Gerichtes. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, kurz vorher wird es so sein wie in den Tagen von Noah. Sie aßen, sie tranken, life ist gut und wir haben alles in der Hand. Wir können alles kontrollieren und machen, life ist gut. Wir brauchen keinen Schöpfer, wir brauchen niemanden, der uns sagt, was wir zu tun haben, außer den totalitären Systemen und Parteien. Den Rest können wir selber leben. Halleluja. Und Jesus sagt, wenn dieses ganze Chaos da ist, dann kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht. Und dann sagt er aber, ich denke, wir sollten aus diesem Abschnitt diese beiden Dinge ernst nehmen. Gericht ist Teil vom Evangelium. Warten wir jetzt gesetzlich? Ihr Lieben, wenn es kein Gericht geben würde, dann wäre Gottes Thron im Wanken. Gottes Thron, Psalm 96, ist aufgebaut auf Gerechtigkeit. Wenn Gott Gerechtigkeit nicht bewahrt, dann kommt das Universum ins Schleudern. Gott wird Gerechtigkeit aufrichten. Wie er es aufrichtet, ist seine Entscheidung. Müssen wir ihm nicht vorschreiben, müssen wir ihm keine Ratschläge geben, müssen wir auch nicht beschleunigen oder an seiner Stelle Gericht aussprechen, das ist nicht unser Job, aber er wird es tun. Auch Jesus selber, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, als Jesus verachtet wurde und so weiter, die ganze Geschichte seiner Verfolgung, er nahm das und gab es Gott in Gottes Hand, weil er wusste, dass Gott gerecht richtet. Das hat Jesus die Kraft gegeben. Vater, ich kann vergeben, weil ich nicht in der Position bin, der Richter zu sein. Das Gericht ist bei dir. Vater, ich vergebe, aber ich befehle diese Ungerechtigkeit dir an. Und das ist für uns eigentlich etwas Ermutigendes. Gott wird Gericht bringen. Das heißt, es wird eine Zeit geben in einer neuen Welt, und da gibt es viele Sachen, die ich nicht verstehe, wann und wie, müssen wir auch nicht. Aber es wird eine neue Welt geben, das ist sicher. Und da wird Gott vorher, wir werden alle vor dem Richterstuhl Jesu stehen, nicht um Himmel oder Hölle, sondern er wird unser Leben scannen und die anderen werden nach unten gehen. Ne? Und das ist eine tragische Sache, ihr Lieben. Und wir können heute nicht leben wie in den Tagen Noahs. Life is good, we just go on for another 1000 years, sondern wir wissen irgendwann, ich lege mich nicht fest mit Jahren, ich weiß es ja nicht, aber irgendwann geht der Vorhang zu. Und habe mich kürzlich mit einer Gruppe von Männern getroffen, alle keine Christen. Und dann habe ich auch gesagt, ihr Lieben, eines Tages geht der Vorhang zu. Diese Welt ist ein Theater mit zwei Akten. Akt 1, Akt 2. Na? Wir leben Akt 1 und dann gibt es aber eine Tür zum Akt 2 und die Tür hat die Form eines Kreuzes. Und beim Akt 2 gibt es keine Ungerechtigkeit mehr. Da gibt es nichts Zerstörerisches mehr. Akt 2 gibt es kein Versagen, keine Kaputtheit, nichts Destruktives. Da ist Herrlichkeit, Ewigkeit, Glück, Freude. Wow! Hey, willst du dabei sein? Da ist die Tür. Kreuz, das Jesus auf sich genommen hat. Bekenne, dass du das brauchst. Und dann sagt einer, ja, wir leben in der Zeit, wo die Technokraten eigentlich an der Rolle von Christus eigentlich stehen. Das sage ich, du hast es erkannt, ne? Und wir müssen uns entscheiden, an welchen Retter glauben wir. Und ich fand es sehr interessant, mit den Leuten mich so zu unterhalten. Und die waren immer ganz still, weil ich so meine Position da reinbringe. Sie hören sehr gut zu, haben dann ihre Gegenargumente und so, aber das ist ja mir egal. Ne? Ich will, dass Wahrheit verkündigt wird, dass Samen gesät wird und Gott kann retten. Ich kann nicht retten, ich kann Wahrheit verkündigen. Okay, Noah, es wird sein, vor Jesus wiederkommen wie zu den Tagen Noahs. Gleichgültigkeit Gott gegenüber, der Versuch, sich selber zu retten. Und dann ist aber die gute Botschaft für uns, Gott kennen, Vers 9, das alles macht deutlich, dass der Herr diejenigen, die ihn ehren, sehr wohl retten kann. Also für uns heißt es keine Angst, keine Sorgen, keine Angst, aber eine nüchterne Klarheit. Der Vorhang geht zu eines Tages und dann kommt Akt 2 in diesem Theater. Ewigkeit mit Jesus in Herrlichkeit, in einer neuen Welt, neuen Himmel, neue Erde. Wow! Darum geht es. Darum sind wir heute Morgen hier, um uns darauf vorbereiten zu lassen und uns empowern zu lassen, um so viel wie möglich. Ich will meine Nachbarn mitnehmen. Wir beten oft für unsere Nachbarn. Jesus, ich will, dass sie dabei sind. Tu etwas in ihren Herzen. Samen haben wir gesät. Gott, mehr kann ich nicht machen. Ich will manchmal reden.
Gott sagt, nee, nee, lass mich das machen. Ne? Aber ich denke, wenn wir das verstehen, dass der Vorhang zugeht, dann ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, wir wollen unseren Nachbarn, Familienangehörigen, Arbeitskollegen, wir wollen sie mitnehmen. Okay, es gibt den Tag der Rettung. Und dann der dritte Abschnitt, 14 bis 16, das ist der Lebensstil der falschen Lehrer, moralische Verfehlungen. Und interessanterweise, die Zielgruppe sind solche Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind. Das fand ich auch interessant. Ne? Das heißt, 14, 16, sie sind ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Sie ködern Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind. Und deshalb ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben als Gemeinde, dass wir nicht einfach nur predigen, sondern dass wir Jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen. Dass wir predigen als, hey, hier sind Wahrheiten, hier sind Leitplanken und jetzt geht nach Hause, in euren Ehen, in euren Familien, mit euren Kindern, in euren Kleingruppen. Geht nach Hause und nehmt die Wahrheiten, dass diese Wahrheiten Substanz in eurem Leben werden. Und dass wir keine ungefestigten Leute haben. Und wenn dir alle möglichen komischen Gedanken kommen, dass unsere Leute sagen können im Kreuzpunkt ist dafür bekannt, dass die Leute sagen, es steht geschrieben. Nicht als Buchstaben, der tötet, sondern als Offenbarung im Herzen. Ich weiß, es steht geschrieben. Und so hat Jesus den Feind besiegt. Er hat keinen Ringkampf gemacht, er hat nicht geistlichen Kampf gemacht, sondern gesagt, Satan, es steht geschrieben. Die Autorität des Wortes bringt den Vater der Lüge zum Schweigen. Und deshalb wollen wir als Kreuzpunkt, haben wir unsere 4 Schritte. Deshalb haben wir unser Ziel, Jesus berühmt zu machen. Wir wollen durch diesen Lebensstil der Jüngerschaft sehen, dass Menschen im Glauben gefestigt werden und dass sie nicht abgeraubt werden. Ich habe kürzlich Informationen gehört aus Amerika, die mich sehr betroffen gemacht hat. Dieser Prediger hat gesagt, in Amerika, das hat nicht selber er gezählt, aber die Statistiker haben gesagt, ungefähr 40 Millionen haben in den letzten 40 Jahren sich vom christlichen Glauben abgewandt. Das sind offizielle Statistiken. Und von den 40 Millionen schätzt man, dass die Hälfte irgendwo so halt unabhängig privat Christen sind, aber die andere 20 Millionen so leben, wie es hier steht. Ne? Sie sind in schlechteren Zustand als vorher. Und die Bibel sagt auch an anderer Stelle, bevor Jesus wiederkommt, kommt zuerst der große Abfall. Diese Bibelstelle hätte ich auch lieber mit dem Rotstift. Okay? Wir müssen uns darauf einstellen, Abfall wird kommen. Aber all diese Dinge ohne Angst, sondern mit Zuversicht, weil wir wissen, Gott wird die Seinen retten, die an ihm festhalten, die in ihm gewurzelt und gegründet sind. So, das war der dritte Abschnitt. Und der 4. Abschnitt ist Vers 17 bis 19. Das ist die Essenz der falschen Lehrer. Das finde ich auch interessant. 17, wasserlose Quellen sind diese falschen Lehrer. Nebelschwaden, die der Sturm vor sich her treibt. Das heißt, man kann sich Dinge anhören und anhören, wenn aber Informationen, die wir bekommen, nicht eine Transformation in uns bewirkt, Hunger nach Gott oder meine Motivation, Jesus näher zu kommen oder meine Motivation, in meiner Berufung, Bestimmung zu leben, wenn das nicht passiert, dann müssen wir sagen, was habe ich da mir angehört? Wasserlose Quellen? Oder habe ich Worte des Himmels gehört, die mein Leben in Bewegung bringen, die mich hinbringen zu Gott? Nicht, dass ich das tun muss, sondern es ist Kraft vom Himmel durch das Wort, was in mich kommt, was mich mobilisiert und bewegt. Darum geht es. Und dann der 5. Abschnitt hier noch, krass, die letzten 3 Verse. Ja, ihr habt vorhin so gelacht. Der Hund kehrt zu dem zurück, was er erbrochen hat. Ja, das heißt, es gibt Menschen, die haben bewusst, und hier geht es nicht, ich habe mal versagt, bewusst gesagt, ich brauche das nicht mehr und ich will das nicht mehr und ich stelle mich gegen Jesus. Eine bewusste, wiederholte Entscheidung, die diese Auswirkungen gehabt hat. Ne? Das sind die 5 Abschnitte. Okay, jetzt frage ich euch, haben diese Sachen für uns eine Bedeutung heute? 2000 Jahre alter Text. Verlieren wir hier Zeit, sowas zu lesen? Amüsieren wir uns nur über die krassen Aussagen? Ruft mir doch mal ein paar Dinge zu, welche Relevanz das für uns heute haben könnte. Ist okay, Dankeschön.
sind wir als, jetzt reden wir über Kreuzpunkt, ne? Nicht über die anderen, sind wir als Kreuzpunkt in Gefahr, dass wir durch falsche Lehre beeinflusst werden? Das ist ja das Thema hier, ne? Nein, wir haben ja Micha und Hermann und Sabrina. Nee, es geht nicht um das. Ne? Ich denke, ich spüre viel Vertrauen zwischen Gemeinde und Pastoren. Das ist nicht der Punkt. Ne? Aber ich denke, es geht mehr um das, was in uns reinströmt heutzutage. Ne? Was wir als Menschen, die in einer Gesellschaft leben, mit verschiedenen Medien und die vermutlich die meisten viel mehr Zeit mit den Medien verbringen als mit dem Wort Gottes. Ne? Was macht es mit uns, viel mehr Zeit mit den Medien zu verbringen als mit dem Wort Gottes? Oder ist es nicht so? Ihr lest alle viel mehr Bibel als sonst was, ne? Halleluja. Dann schmeiß mal eine dritte Folie an die Wand. Ich habe mir auch überlegt, ne, was ist die Botschaft für heute? Zuerst die Auswirkung von falscher Lehre, die wir am Anfang hatten. Ich denke, was der Feind zuerst versucht, ist, unsere Sicherheit zu dem, bin ich geliebt, bin ich nicht geliebt, was ist meine Identität? Und wenn ich nicht sicher bin, dass ich geliebt bin, was passiert dann? Dann gebe ich mir Mühe, eine gute Performance zu haben. Dann gebe ich mir Mühe, so gutes Profil abzugeben. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott mich wirklich liebt. Dieses Fundament ist mir nicht stark genug. Das heißt, ich baue da ein bisschen dran. Christus plus. Christus mit seiner Zusage plus meine Action der Performance, damit ich dann sagen, ich bin doch geliebt. Gibt es das heutzutage? Nein. Okay, ist ja nicht so. Ich habe mir von meinen Kollegen sagen lassen, ich soll ja nicht so viele Fragen stellen. Ne? Also vor allem nicht, ist es so? Okay, kann das für euch beantworten? Danke, Micha. Und dann eine zweite Auswirkung von falscher Lehre. Wenn hier vorne jemand stehen würde und diese Dinge so sagen würde, ihr würdet kommen und sagen, hey, solche Menschen wollen wir nicht in unserer Gemeinde. Gut gemacht, so seid ihr. Ihr habt Unterscheidungsvermögen. Ne? Aber der zweite Grund ich nenne es mal von destruktiven Einflüssen, Einheit wird angegriffen. Beziehungen gehen auf Distanz. Ich habe mit einigen Leuten geredet in den letzten Monaten, die alle mir das Gleiche gesagt haben. Seit Lockdown hat sich in der Beziehungskultur in Mitteleuropa was verändert. Ich will euch jetzt nicht fragen, ob ihr das auch seht, aber ich habe viele Leute, die das so wahrnehmen. Ich nenne das persönlich auch wahr. Ne? Die Beziehungskultur ist distanzierter geworden. Und ich denke, das ist ein Teil des Einflusses, weil, was Petrus im ersten Brief schreibt, wenn man den reinholen würde, im 4. Kapitel, sagt er, seid gastfrei untereinander. Das ist einer der größten Werten der christlichen Kultur, Gastfreundschaft. Und dann sagt er danach, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Wie viele Leute könnt ihr Sonntagmorgen dienen? Hey, Kaffeeteam, nachher das Grillteam, da ist einiges im Gange, super, ne? Aber ich denke, einander zu dienen in der Tiefe unseres Herzens, das braucht einen geschützten Rahmen, das braucht die Häuser, das braucht Kleingruppen, das braucht Interessengruppen. Deshalb bieten wir diese Dinge an. Okay, das sind negative Einflüsse und auch Einheit. Je mehr wir Christus plus haben, desto mehr haben wir Parteiungen. Wenn wir Christus minus haben, die Geistesgaben, die waren mal früher zur Zeit der Apostelgeschichte, Christus minus, hey Leute, wir schaffen Parteiungen. Ne? So, Jesus hat gesagt, rennt nicht weg von Jerusalem, bleibt dort, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann kommt Dynamit vom Himmel in euer Leben und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und wir können nicht ein Evangelium, das ist eine Art von Christus zu verleugnen, Christus minus den Heiligen Geist, Christus minus die Power vom Himmel. Das ist nicht das, was uns weiterbringt. Das ist die Zeit, in der wir leben. Die Zeit, in der wir leben, wir wollen Christus. Der am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht. Der gesagt hat, und ich baue meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle und Lockdowns werden sie nicht zerstören, nicht bremsen. Das ist der Christus, dem wir nachfolgen, an den wir glauben und der siegreich sein wird. Okay, das wären so mal... Und dann, ich habe 3 auf der Folie. Das dritte ist
verhindert, dass wir unseren Auftrag ausführen. Wir sind so mit uns beschäftigt, wir sind so beschäftigt mit unserem Leben heutzutage. Und es ist anspruchsvoll, ihr Lieben. Ich bin froh, dass ich keine Schulkinder mehr habe. Diese Herausforderung von Schulkindern und so, Eltern, Hut ab, wir sollten mehr für die Eltern beten und wir sollten mehr für die Lehrer beten, dass in dieser Zeit wirklich Gottes Weisheit und Inspiration euch weiterhilft. Okay, weil das sind so viele Dinge, die verhindern, dass wir unseren Auftrag ausführen. Was ist unser Auftrag? Geht bis ins Tessin und macht Jünger. Wenn man ein bisschen weitergeht, ist das Essen nicht mehr so gut. Genau. Okay. Ja, geht in alle Welt. Als ich das erste Mal in China war, sind wir doch glatt. Und da wurde uns bei der Vorbereitung gesagt, da isst man halt diese von den Hühnern, diese, wie heißen die? Nicht die Pfoten, Hühner haben keine Pfoten. Wie heißen die? Krallen. Ja, ja. Und was haben wir gemacht? Wir sind in KFC gegangen, haben Hühnerkrallen gegessen. Ne? Das waren die Zivilisierten. Später war im chinesischen Restaurant. Okay. Anyway, wir haben den Auftrag erleben und Jesus wird dann zurückkommen, wenn wir den Auftrag erfüllt haben. Ja, der längste Zeiger an der Uhr Gottes ist, macht, wenn alle Volksgruppen das Evangelium der Königsherrschaft von Jesus gehört haben. Dann kommt der König wieder. Wollen wir, dass der König wiederkommt? Wenn nicht, dann verleugnen wir ihn. Ne? Er sagt, ich bin der Bräutigam, ich will meine Braut haben und ich will meine Braut schmücken, auf sie aufpassen. Wir verleugnen nicht, das willst du, deshalb gehen wir. Okay, dann was machen wir mit diesen ganzen Dingen? Folie 4.1, wir schauen auf die Lampe. Das gehe ich jetzt zurück, das erste Kapitel, da wo Dabrina aufgehört hat. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten, das Alte Testament, ne? Das Botschaft des Alten Testamentes, achtet darauf, was sie geschrieben haben. Denn ihre Worte sind wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen erscheint. Ihr Leben, in dieser Zeit der Verwirrung, der Orientierungslosigkeit, gibt es eine Lampe. Und unsere Verantwortung ist, auf die Lampe zu schauen. Da habe ich natürlich überlegt, was ist die Lampe? Und da gibt es meiner Meinung nach die kompakteste Stelle im Alten Testament bei den Propheten ist Jesaja 60, 1-3. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe auf der anderen Seite, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und jetzt, Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Ihr Lieben, das ist ein ganz einfaches Verständnis von der Prophetie des Alten Bundes für die Zukunft. Wir leben in einer Spannung, das ist nicht ein Gegenüber Gott und Teufel, nee, Gott ist der Sieger, aber der Teufel weiß, dass seine Zeit abläuft, deshalb macht er da noch sein Spektakel. Und was ist sein Spektakel? Ich denke, in den letzten Jahren wurden Kontrollsysteme vorbereitet, die es noch nie in der Weltgeschichte gab. Ne? Das heißt, die ganze Vorbereitung zu BC, zentrales Währung und alle Sachen, alles kann wunderbar überwacht werden. Und ja, ich komme aus Deutschland. Ne? Unsere Politiker sagen, China ist unser Vorbild. Was macht China? Seit 3-4 Jahren ein soziales Kreditsystem, wo du halt dann, wenn du gewisse Sachen gesagt hast, publiziert hast, wenn der Nachbar was von dir gehört hat, gibt es Minuspunkte, dann kannst du weniger reisen, weniger einkaufen und. Sagt ihr, das sind ja Grimms Märchen? Nee, kannst du angucken, in China ist es Realität. Und was sagen die Politiker in Mitteleuropa? China ist unser Vorbild. Was machen sie? Sie bereiten die ganze Technik vor, dass diese Kontrollsysteme auch nach Mitteleuropa kommen. Ja, die Schweiz ist ja die Insel hier der Neutralität. Schweiz hat die Agenda 2030 unterschrieben von der UN. Ne? Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo diese globalen Dinge immer mehr Dynamik kriegen. Und wir haben jetzt keine Angst davor, aber Leute, wir sind nüchtern und wir verstehen, was die Dynamik unserer Zeit ist. Das ist Teil der Lampe. Die Lampe zeigt uns, die Finsternis breitet sich aus. Die Lampe zeigt aber auch, über dir geht der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint. Und jetzt die nächste Folie bitte, das Licht. Und auf das müssen wir schauen. Die Dunkelheit ist part of the journey, ne? Aber das Licht, was passiert. Wir leben in einer Zeit, die es vielleicht auch noch nie gab, wo Jesus seine Braut vorbereitet. Weltweit hört man Propheten und Pastoren sagen, wir spüren, dass der Geist Gottes sagt, Pastoren, Leiter, bereitet eure Gemeinde vor als Braut. Und die Braut schafft Nebenbuhler ab.
Die Braut sagt, ich warte auf dich. Und das ist, was gerade passiert. Das ist das Licht, mit dem wir leben. Zweiter Gedanke, der Leib wächst immer mehr zu einer Einheit. Haben wir Konflikte? Ja. Aber in dem Ganzen wird Jesus rütteln und das, was nach seinem Willen ist, das von seinem Geist und von seinem Wort inspiriert ist, das kommt zu einer Einheit, die gewaltig stark ist. Und Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ihr liebt einander, ihr habt Einheit untereinander. Die Welt wird sagen, wow, ihr seid zwar nicht perfekt, aber es ist eine Kraft in euch der Liebe, der Vergebung, der Versöhnung einmalig. Da wollen wir auch dazu. Das Dritte zum Licht. Viele Menschen aus allen Nationen werden sich zu Jesus hinwenden. Das ist, was man zurzeit sehr stark hört, prophetisch und sonst wie. Es ist die Zeit der größten Ernte, die bevorsteht. Und die Zeit der Ernte ist nahe. Wir persönlich erleben, wie Menschen sich immer mehr öffnen. Wir hören das von vielen Leuten. Die Zeit der Ernte ist nahe. Und was machen wir, wenn Erntezeit kommt? Dann bereitet man die Scheune vor. Dann macht man Platz, damit wir die Ernte reinholen. Das ist das Licht. Was machen wir damit? Wir stellen uns diese Verheißungen vor Augen und ihr Lieben, ich höre auf gleich. Ne? Deshalb Vers 1, Kapitel 1, 10, das war der Abschluss von Dabrina und da knüpfe ich an, verbinde ich nochmal. Deshalb, liebe Geschwister, weil er diese Bausteine baut, ne? Deshalb setzt erst recht alles dran, eure Berufung und eure Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Ist das nicht eine fantastische Verheißung? Sag mal deinem Nachbar, du wirst nicht zu Fall kommen. Gott hat in dieser ganzen turbulenten Zeit für uns einen Weg vorbereitet. Hört euch nochmal an, was Sabrina präsentiert hat letzten Sonntag. Ne? Und dass Gott sagt, wenn ihr so lebt, euer Lebensstil, und der Lebensstil zusammengefasst ist Abhängigkeit von Gott, Gottesfurcht und Beziehungen der Hingabe, der Ehrlichkeit. Wenn ihr so lebt, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Wir schaffen diese Fixpunkte. Wir erinnern uns, und ich lese jetzt nur noch den Vers 12. Wir erinnern, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Vielleicht habt ihr Dinge heute gehört, die ihr schon mal von mir gehört habt. Ich habe es von Petrus gelernt. Ich werde euch immer wieder erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit seid. Ihr seid der Schrift gebaut, ne? Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln. Ich muss immer wieder wachgerüttelt werden. Und Gott benutzt alle möglichen Sachen. Ne? Häufig meine Frau, aber auch andere Leute und so. Und das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig wachrütteln. Kleingruppen, Interessengruppen, Familien, Ehepaare rütteln einander wach, indem wir uns immer wieder sagen, hey, darauf kommt es an. Wir können auch das und das und das tun. Okay, darauf kommt es an. Gut, und jetzt lese ich noch den Vers von Micha, von nächste Woche. Micha, du kannst gerne nochmal den Vers auch bringen. Der letzte Vers im Drittelkapitel. Wachset in der Erkenntnis. Erkenntnis ist nicht Head Knowledge, sondern Erkenntnis, Adam erkannte Eva. Daraus wurde eine Verschmalzung. Und Petrus hört das Ganze auf, wachset in dieser Intimität mit Jesus. Beseitigt alles aus eurem Leben, was die Intimität mit Jesus hindert. Falsches Denken, falsche Einflüsse. Vielleicht brauchst du weniger Social Medias, vielleicht brauchst du weniger dies und jenes, dein Leben. Ne? Aber konzentriere dich darauf, dass du sagst, ich möchte in dieser Intimität mit Jesus weiter wachsen. Ich möchte, dass er mein Herz immer mehr füllt. Und damit bete ich jetzt rein. Jesus, du bist wunderbar. Wir schauen aufs Kreuz und es gibt keinen größeren Liebesbeweis als das, was du für uns getan hast. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Diesen Liebesbeweis nehmen wir ernst. Es genügt uns. Danke, Jesus, dass du alles gegeben hast. Und das gilt, und ich spreche das jedem zu, der hier drin ist. Ich spreche jedem zu, der das nachher im Internet ansieht.
Es ist genug. Jesus hat alles getan. Du musst nicht besser werden. Komm zu ihm. Lass dich von ihm lieben. Es ist seine Freude und seine Freude, dich zu lieben. Komm zu ihm. Wachse in der Erkenntnis, wachse in dieser Intimität. Und lerne diese Intimität zu genießen. Lerne dich zu freuen in dieser Intimität und lerne auch dich daran zu freuen, dass er sich über dich freut. Während wir jetzt einfach noch stille sind, lass dir einfach zeigen vom Heiligen Geist, wie Jesus sich über dich freut. Jesus freut sich über dich, weil er dich erkauft hat, weil er einen teuren Preis bezahlt hat. Und er wusste schon vorher, dass nicht alles glatt läuft. Kein Problem. Er hat dich erkauft. Lass dir zeigen, wie sehr er dich liebt, wie sehr er sich freut über dich. Heiliger Geist, wir vertrauen dir, dass du mit uns diese Reise weitergehst. Dass Jesus immer mehr die zentrale Person wird in unserem persönlichen Leben, Ehen, Familien und in der ganzen Gemeinde. Und dass in dieser Region sichtbar und spürbar wird. In Jesu Namen. Amen. Was macht uns aus als Gemeinschaft von Jesus? Es ist die Sicherheit in Gottes Liebe, es ist die Einheit und es ist unser Auftrag. Und wo finden wir all diese 3 Sachen? Wo finden wir die 3 Punkte? Wir finden sie, indem wir ins Licht schauen, indem wir zu Gott schauen, zu ihm schauen, wo wir jetzt gerade gesungen haben, er ist mächtig zum Retten. Er ist unser Retter. Und wenn wir zu ihm schauen, und vielleicht mit Unsicherheit zu ihm schauen, dass wir geliebt sind, dann habe ich jetzt ein Bild für dich. Und zwar, Gott ist auf einer grossen, wunderschönen Sommerblumenwiese. Und er sitzt dort und in der Hand hat er einfach ein einziges, kleines, unscheinbares Gänseblümchen. Und er sitzt dort in aller Ruhe und er zupft eins der Gänseblümchenblätter nach dem anderen ab. Und ihr kennt das vielleicht. Er liebt mich nicht. Und weißt du, was er zu dir sagt? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und ich liebe dich. So einen grossen, mächtigen Gott, der sich um dich kümmert, der dich liebt und der dich sieht, so wie du bist. Und wenn du möchtest noch ein bisschen mehr von diesem Gott haben, dann haben wir ein Gebetsteam, das auch noch nach dem Gottesdienst gerne bereit ist, um mit dir zu hören, ob er etwas dir zu sagen hat, um mit dir zum dir zuzuhören, falls du ein Anliegen hast oder etwas möchtest erzählen. Nimm das gerne in Anspruch nachher. Und danke Hermann sehr vielmals für die wunderbaren Worte. Sie sind sehr berührend und sie sind sehr hilfreich. Ich habe noch ein paar Ansagen. Wir haben Sommer, es ist Grillzeit. Und zwar habe ich 2 Grillansagen. Und die eine ist für eher die ältere Generation, 60 plus minus, ist ein Grillabend, ein Grillanlass, und zwar am Dienstag, 8. glaube ich. 8. August ist die Waldhütte in Neuhof reserviert und es hat schon ein paar Anmeldungen, es dürfen noch ein paar mehr werden. Beim Ausgang dorthin dürft ihr euch gerne eine Anmeldung mitnehmen, wenn ihr gerne möchtet dort dabei sein. Der Godi freut sich, wenn noch viel mehr Leute kommen dürfen. Und die zweite Grillansage, die betrifft heute, und zwar vielleicht hast du ja Essen und Fleisch dabei, dann hat es unten einen Grill, wo du grillen darfst. Wenn du unvorbereitet vorbeikommst, dann mache ich jetzt gratis Werbung für die Tankstelle across the street. Ihr dürft euch auch gerne dort noch etwas kaufen und Gemeinschaft miteinander geniessen. Schön, dass ihr da gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir singen noch zum Abschluss ein Lied. Steht doch dazu auf.